Wir sind echt bekloppt, Link, was? Ja, du sagst es, ey. Draußen gefühlte 34 Grad im Schatten. Hier drüben der ganze Elektronikblock auch 40 Grad und hier im Tempel, genau. Wir zocken im Feuertempel, ey. Bei diesen Temperaturen, ey, sind wir bekloppt. Und damit willkommen zurück hier bei... Ja, Zelda Skyward Sword Hero Mode. 6 Herz One, wie immer mit 6 Herzen, nicht wahr? So. Wir müssen hier den Durchgang frei machen, sprich einen Lavafluss in den Gang bringen. Das machen wir am besten, indem wir uns hier mal ein bisschen einbuddeln. Was allerdings ein bisschen heikel sein dürfte. Wieso? Das sehen wir gleich. Mal kurz Cookie machen. Schaui. Was auch immer ich hier für einen Quatsch erzähle. So, Ausdauerfrucht, genau. Jetzt war irgendwo hier ein Mechanismus. Gut, jetzt mal zack. Bam. Und, oh, Entschuldigung, boom. Geht doch. Jetzt den da wegsprengen, ihr seht schon, und jetzt wird's heikel. Weil, ganz ehrlich, da vorne ist Lava. Okay, wir sehen es, da ist Lava, es ist züchtig heiß, wie eigentlich so Lava von solchen dämlichen, auch wenn es Stahlkisten sind, ja, schon klar, wieso die überhaupt da oben bleiben, nicht irgendwie durchsickert, keine Ahnung. Tatsache ist, wenn wir jetzt die Bombe hier legen, dann wird's heiß. Und wenn ich heiß sage, dann sind 34 Grad sehr, sehr kalt ausgedrückt. Also ich weiß nicht, wie heiß Lava genau ist, aber ich denke mal, das 100-fache dürfte es locker sein. Oh oh. Ah! Hilf mir, Arsch! Ich möchte schon wieder den Arsch verbrennen, nicht schon wieder. Ah, natürlich muss ich jetzt einen ganzen Umweg machen. Wow! Link hat die Ruhe weg, muss ich schon mal sagen. Eieiei, ist das heiß, Raus hier, schnell. Natürlich, die Lava bleibt stehen, ganz klar. Ah. War das knapp? Also theoretisch müsste jetzt die Lava hier noch ein bisschen durchsickern, nicht wahr? Aber es ist uns egal. Ist nicht unser Problem. Wieso steht der Typ da vorne wieder? Achso, ist ja gar keiner. Ups, Entschuldigung, mein Fehler. Mein Mistake, wenn man so will. So, jetzt hier durch. Wie Link überhaupt durch den Boden hindurch die Tür, ich sag jetzt mal, anfassen kann und hochstimmen kann, ist mir auch ein Rätsel. Typisches Zelda-Spiel. Einfach nur grandios. So, jetzt muss ich da oben kurz Greifhaken geht schneller als mit dem Beetle. Mit den Beatles. Zack. So, immer noch 6 Herzen. Wie lange das wohl so bleibt, ist eine andere Frage. Jetzt kommen wir endlich hindurch. Schön. So. Bin da, wer noch? Oh, eine Statue. Natürlich auch nie nein. Da oben wäre bereits der Endboss des Tempels. Viele kennen ihn bereits. Und alle hassen ihn. Brücke der Entscheidung. Klammer dich, sei mutig und schreite voran. Ja, dürfte nicht so das Problem sein, nicht wahr? Drivers des Mutes und so, sage ich nur. Kurz nach Abspeichern. Schupp. Wieso allerdings hier bereits eine Speichereule ist, wo bereits eine Speicherstatue ist, wo bereits vorne eine war? Das wissen nur die Entwickler. Oh. Das ging kurz und schmerzlos. Hatten wir auch schon mal andere Situationen, nicht wahr, liebe Freunde, nicht wahr? Hier ist nichts, was allerdings hier passiert ist, frage ich mich auch. Sieht sonst alles clear aus, alles picobello. Ja, da geht sonst nichts mehr. Okay, wieder runter. Wo geht's denn links entlang? Hier geht... Wow! Hallo, Freunde! Daneben! Haha! Wow, Hilfe! Da spuckt sogar 3-mal. Was bist denn du für einer? Jetzt spuckt er nicht mehr. Sonst hat es ja nichts mehr. Genau, da muss es auch, wenn ich mich richtig erinnere, von der anderen Seite herkommen. Genau. Leute.
Also, mal ganz ehrlich, ich bin nicht der Schlenkeste, gebe ich gerne zu und so, aber Link, also, mein Gott, der kommt da durch. Okay, ich meine, Schild und Schwert und ein bisschen schwierig, sich da durchzuzwängen, aber können sie theoretisch ihn durchgleiten lassen, Schild und Schwert, und sich dann durchzwängen, aber nur natürlich nicht. Ich muss zuerst den Mechanismus betätigen, damit die Gitter hochgehen, oder die Gittertür, die Gitterfalltür, was auch immer. So, was nehmen wir jetzt? Moment mal, wir erinnern uns, oder war doch irgendwas am Anfang des Tempels? Sei mutig, spring runter, das Problem ist nicht, weil ich mehr in welche Richtung es war. Muss ich jetzt dorthin, wo es offen ist? Sprich, also wo die Augen offen sind oder die Augen geschlossen sind? 50-50, wa? Verdammt nochmal, wieso gibt es ja keinen 50-50 Joker? Achso, meine 2 Antworten weg wären und ich habe nur noch eine, ja, ist schon gut. Okay, versuch's mal. Geronimo! Ich glaube, es war links. Ja, es war links. Eine unsichtbare, glitschige Plattform. Was soll das sein? Ist das Eis? Wie soll man ihn noch hier runterrutschen? Das ist mir auch ein Rätsel. Man könnte irgendwie auf die Idee kommen, einen Lavabau zu nehmen, oder? Wenn man jetzt irgendwie nicht runterrutschen könnte, wenn man die Auswahl hätte. Ist das... Nee. Ups, Entschuldigung. Nee, das war der falsche Knopf. Ich wollte den oben nehmen. So, geht doch. Gezupfe, gezupfe. Ihr Wand der Göttin schon wieder. Ich habe ein Problem. Ich habe bereits alle 3... Achso, wir haben eine 4. Flasche, genau. Vielleicht bleibt die 4. Füllen mit einer Fee? Ich weiß ja nicht, Freunde, denn ich habe noch in Erinnerung, dass jetzt gleich was kommt. In Form von Endgegnern und so. Und wenn wir schon mal hier sind, sprich, wir können gleich wieder zurückgehen. Sollte ich eine Fee verbrauchen? Hm. Ja. Ja, ich wusste es doch. Es sind 2 solche Typen. Ach du Scheiße. Ich wollte zur Seite springen, hallo? Ah, jetzt geht's wieder. Upp. Ja, wow. Die wollen alle nicht, könnte ein bisschen schwierig werden. Wow. Ja, nur ein bisschen, nur ein... Nein, Alter, ich zieh den Schild doch, meine Güte. Ups. Wow, mein Schild, Hilfe. Steuerung ist wieder mal ein bisschen Marsch, wie sieht's aus? Ne, sie funktioniert wieder, Gott sei Dank. Alter, dann krepiert er endlich mal. So, Schild ist bald wieder down, bald wieder gut, das freut mich sehr gut. Dann ist er gerade dahinter beschäftigt. Mal um den da vorne. Nein, 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 nein. Autsch. Au, 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 autsch. Ist das eigentlich getroffen? Verstehe ich nicht. Das versteht er will. Ich hab doch gezogen. Ich hab gleich hintereinander. Oh, 2 sind echt übel. Na warte, jetzt reicht's mir aber. Bleib stehen, du Arschmied. Nein, nein. Alter, ich treffe doch richtig. Hey, was ist mit dieser Steuerung los? Hopp und hopp. Alter, noch richtig sauer hier. Komm her, du Dönersfinnen. So. Achso, jetzt wollte gerade... Nein, jetzt wollte gerade... Mann, ich wollte doch. Ich wollte zu viel. Fangstoß, Mann! So, noch einer. Komm her, Mann. Ja, schon gut. Spuckt dann eine dämliche Säure. Eine dämliche Finsternis. Aura ist mir scheißegal, Mann. So, geht doch. Meine Fresse. 2 dunkle Isadons. Fazit, ich habe 8 Herzen verloren. Das ist beschissen, Freunde. Das ist... Ja. Man kann trotzdem sagen, ich war sehr weise, als ich gesagt habe, ja, kommen wir mal das erst später, weil ich kenne mich ja an die Steuerung, nicht wahr? So. Typische Let's Play-Ausreden mit Steuerung, aber ganz ehrlich, jeder, der Skyward Let's Played hat, jeder, der es gezockt hat, der kann mir beipflichten, die Steuerung ist nicht immer so ganz koscher.
Zack, da hätten wir eine Fee gefangen. Naja, hätte auch durchaus schlimmer sein können, nicht wahr? So, ihr seht schon, Batterien sind voll. Jetzt gerade ausgewechselt, weil ich wusste, wenn ich eine längere Pause mache von Skyward Sword und die V-Motion Plus, sprich einen Zusatz noch drauf habe, da kann es sicher sein, dass funktioniert nachher nicht mehr, sprich die Batterie ist nachher halb unten. So, bitte kommen, dankeschön. 4 Feen dabei, ist das geil. Wobei ich das Gefühl habe, ja, dass 4 Flaschen fast ein bisschen zu viel sind, aber jetzt im Nachhinein ist man doch froh darum, nicht wahr? Achso, ja, ging so. Hallo, nicht noch was? Oder verwechselt das gerade mit Twilight Princess? Könnte natürlich auch sein. Ah ja, stimmt, da mit dem dritten Tempel und so. Am Zwischenboss war so ähnlich. Dass man da oben noch was holen konnte. So, ich spitze mal die Ohren, die Lauscher. Habe ich hier was? Ja. Immerhin sehe ich's. Wow! Alter, jetzt wird sie so. Dann denkst du einfach nur, hey, Hilfe. Aber die Treppe hier erinnert doch auch ein bisschen an Twilight Princess. Aber ich habe bereits im letzten Let's Play von Skyward Sword erwähnt gehabt. Da. Was mache ich denn da? Ich wusste doch, hier waren noch ein paar. Ich habe mich daran erinnert. Hä? Kommt runter. Da kriege ich noch ein paar Zähne. Wer hat noch ein paar Weisheitszähne? Ach nee, waren ja Clown. Hallo. Da ist noch ein Viecher. Kommt ihr mal? Wow! Alter, das ist aber echt erschreckt. Egal, die kommen nicht mehr, sprich, sie haben nichts mehr für uns. Nö, die hatten auch nichts. Mann, das gibt's einfach nicht. Ey. Man sieht doch, ich hab die Schatzmedaille dabei, aber auf das Teil kann sie so dieses. Kann sie. Ich wollte gerade springen, aber gerade noch im Augenwinkel gesehen, der greift mich garantiert an. Das war doch irgendwie klar. Und zup. Wow. Ja. So, oben sind wir, liebe Freunde. Ja. Der Master-Schlüssel, der Master-Key. Aber irgendwie ist hier zappenduster. Also weiß nicht, ob ihr gerade sehr viel seht, weil ich habe jetzt da ein neues Gerät, um das Ganze ein bisschen HD-mäßig zu gestalten. Und ich gesehen habe, ist das auch farbintensiver, sprich wenn es hier halt dunkel ist es bei euch im Spiel vermutlich auch dunkel, aber ich sehe jetzt auch gar nicht sehr viel. Führe das Licht dem Weg der Flügel folgend, leuchten alle Statuen, so wirst du den Schatz des Königs erblicken. Was ist das mit dem Schatz des Königs zu tun hat? Ich meine, welcher König? War jemand ein König zum Werke, der hier... Wir sprechen gar nicht auf dem Endboss. Da führt es auch auf in so einen König. Egal, Licht war das, nicht wahr? Ich überlege gerade, wie war denn das schon wieder? Die Flügel, war? Das ist theoretisch 1, 2, 3, 4, 5, Stimmt's überhaupt? Ja, müsste so gewesen sein, wa? Versuchen wir es mal, auf gut Glück. Das müsste stimmen, ich wollte gerade mit Z, ja genau, das stimmt, dann... Ne, Moment mal. Ne, der wäre der falsche. Hä? Moment mal kurz, Leute, will was testen. Doch, stimmt, Entschuldigung, dachte gerade, irgendwie wäre das... Hätte mehrere gehabt. Hilfe. Bin ich gerade erschrocken. Ich dachte, es wäre gerade mehrere Stockwerke miteinander gewesen, so statuemäßig, deshalb... Toll, was mache ich jetzt? Ach so. Ach so. So simpel und doch habe ich es nicht gerade auf den ersten Blick gesehen. Zack. Boom. Wer kommt eigentlich auf die Idee, mal ganz ehrlich, wer kommt auf die Idee, so Lichtschalter im Boden zu verstecken, also unterirdisch vor allem? So, jetzt noch einmal zurück. Und es wird so schön sehr viel heller.
Ach, das freut mich doch umso mehr. Zack, das müssen alle gewesen sein. Geht doch. War ja auch sehr schwierig, wa? Ja. Das ist auch ein bisschen dämlich, aber egal. Wow, Hilfe, kommt natürlich direkt hier in diese Richtung. Merkt ihr direkt, ich bin frei, endlich. Ach du dämlicher Käfer, na warte. So, wo gehst du hin? War ja klar. Komm schon, zeig mir dein Allerwertestes. Das klingt pervers, ich weiß, aber es ist leider Tatsache. Ah, scheiße! Ich krieg dich! Ja, heute sicher nicht mehr. Oh oh. Ah! Tschüss! Hä? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Ich rieche ihn. Wow, Hilfe. Mit was denn? Das ist gar keine Nase. Bäm! Ah, scheiße, mein Hinterteil wird immer kleiner. Tja. Ist nicht mein Problem. Na klar, der geht runter, Mann. Das ist doch Beschiss. Der hat mich beschissen. Oh, 10 Stunden später. Zack. War er down. Seht ihr, es ist doch viel einfacher, als man irgendwie zuerst denkt. So, noch kurz ein Endboss platt machen und dann geht es zuerst noch kurz zurück, noch ein bisschen Geld farmen, sprich natürlich, ich trotzdem übersehen, jetzt wo ihr, kann ich mal dann zeigen, nee, kann nicht, Entschuldigung, muss gerade so machen, jetzt wo wir hier, so, jetzt wo wir den Greifhaken haben, ich Trottel, hab doch übersehen, dass wir da im ersten Gebiet, sprich beim Wald von Fairone, stimmt überhaupt? Ja, stimmt, dass wir da noch ein paar Truhen hatten, wo es ja Geld drin hat, ich Oberhirni. Ja, dann können wir auch einen Shield upgraden und so und sind unsere Geldsorgen fürs erste Mal los. Ja. So, raus sind wir. Es ist wieder schön hell hier. Wunderprächtig. Und Master Key darf ich bitten. Wie sieht denn dieser hier aus? Und es ist den Mysterienkristall erhalten. Einige der schwach leuchtenden Kristallquadrate scheint zu fehlen. Was du nicht sagst. Das ist Absicht hier. Das hat der Endboss extra so gemacht, damit es für uns schwieriger ist, das Ganze zusammenzusetzen und die Tür aufzukriegen. Ja. Wer es glaubt, nicht wahr? So, jetzt sind noch welche Bosse. Nö. Keiner mehr. Sprich, wir haben so einen Tempel, glaube ich, sogar durch, oder? Wenn ich ganz ehrlich bin. Hier sieht's gut aus. Achso, ja, also, Entschuldigung, dachte gerade, was ist denn jetzt los? Habe ich nie übersehen. Was ist ja das Herzteil? Das Herzteil holen wir uns erst im 6 Herz. Run. Verdammt, ich wusste, ich habe was übersehen. Ah, irgendwie war mir doch so im Kopf, ich hab, ja. Natürlich dachte ich zuerst, nee, war ja Twilight Princess und so, falsches Zelda-Spiel, aber nee, war er doch hier. Ah, bin ich, also manchmal, ey. So, waren das denn schon wieder? Ja, muss jetzt wieder runter, gut. Hä? Nee, die Truhe ist offen. Hä? Kapiere ich gar nicht. Kapiere ich gar nicht. So, bin ich jetzt so langsam richtig? Ja, jetzt bin ich richtig. Gut, da muss ich irgendwo... Wo war denn das? So, das gute Rad teuer. Bitte schwören, mit Twilight Prince war es so ähnlich. Naja. Übrigens, da vorne wäre sie, glaube ich, war. Die Frage ist, wo komme ich jetzt dorthin genau? Ich schätze mal Trick 17, sprich... Da nochmal und zack, bin ich schon dort. Pschuh. Mann, wir können bloß die Truhe übersehen. Wenn hier ein Herz drin ist, habe ich natürlich abgefuckt, verkackt. Ihr wisst schon, was ich meine. Deshalb hoffe ich mal, hier ist einfach nur Geld, ein seltenes Item. Ich glaube, es ist ein Item drin. Wenn ich mich richtig erinnere. Das ist schon eine Weile her. Yep, es war ein Item in Schattenkristall. Der wäre gar nicht nötig gewesen. Egal, 100% waren, ihr wisst ja. Also, jetzt mal gesehen mit den Herzteilen. Die kommen ja erst noch. Wo ich immer noch frage, ob ich
das Let's Collect, wie gesagt, mit dem ganzen Herzteil und so, ob ich das anschließend direkt machen soll an Skyward Sword oder erst ein bisschen pausieren soll. Weil zum einen ist halt Skyward Sword schon eine Weile, dauert schon eine Weile, wisst ihr alle, das Let's Play ist nicht gerade sehr frisch. Viele Pausen drin gehabt etc. Und zum anderen, ja, jetzt im Sommer haben wir viele andere Projekte noch. Im Oktober kommt bereits Wind Waker HD, was Let's Played wird und ja, ob dann vielleicht eine kleine Zelda-Pause zwischendrin gut wäre. Na, ich überlege immer noch. Aber das dürft natürlich auch ihr zum Schluss noch entscheiden, liebe Freunde. So, hier wär's offen, endlich mal. Zack. Habe ich irgendwie noch ein paar Pfeile, können gut gebrauchen. Feen eher weniger, nö, habe ich alles voll. Oh, noch eine Fee. Was machen die hier? Vermutlich im Fall, dass wir irgendwie das Triforce-Zeichen verkackt hätten, wa? Wer macht das schon? So, seid ihr wieder da, ihr dämlichen Frösche? Nö. Die sind nicht da, das ist gut. Gut, nochmal kurz abchecken. Habe ich jetzt alles oder habe ich etwas verpeilt? Da oben ist ja das Herzteil, das stimmt. Da war nix. Dann hier oben, also sprich, wenn ich hier wieder rauskomme, gibt es dann was ich holen könnte. Wäre auch noch wieder ein Herzteil. Sprich, ich bin so mit dem Spiel schon fast durch, liebe Freunde. Ist doch geil, Mann. Das heißt, können wir hier abspeichern und weil es gerade so gut passt, können wir dann im nächsten Part den Endboss angehen, das nächste Upgrade fürs Schwert holen und haben dann bereits unser Master-Schwert. Ist das geil. Also dann, bis zum nächsten Mal hier bei Legend of Zelda Skyward Sword U-Mode im 6 Herz One. Naja, ja. Zwar ein bisschen federn lassen müssen, sprich Herzen lassen müssen, aber ja, ihr kennt sie nicht, wahr, Link? Link, so schaust es weg. Ich meine, du bist gemeint, du bist hier der Protagonist. Er langweilt sich nur. Typisch Link. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao!